Klitus oder Chris, hoffe es geht euch gut. Das wäre also Dubstep-Kanone gewesen, wie sie wirklich funktioniert. Das heisst, man muss einfach vom Abzug draufbleiben und dann blinkt ein bisschen die Lichter und vorher hat man sogar noch so einen Ziellaser. Das nur noch als kleine Anekdote zum gestrigen Unboxing-Video. Jetzt möchte ich euch erklären und erzählen, was Screech und ich auf der Gamescom 2013 erlebt haben. Wir sind ja vom Mittwoch Nami, das war der 21. bis gestern gegen später Nami, der 23. August 2013 durch. Wir haben noch den Yosemitsu getroffen, den Mocholux, Screech kennt ihr auch, Abonnenten hier auch, schauen zwischendurch ein Video. Gruß an euch, merci, seid ihr auch dabei gewesen, es war lustig. Und bevor ich jetzt hier noch meine Arme allzu fest rumschwingen, würde ich sagen, legen wir doch da los. Und ja, wo wollte ich anfangen? Das Call of Duty Ghosts ist etwas vom ersten, das wir ausprobiert haben. Wir mussten nicht so lange anstehen am Mittwoch. Und ja, der Screech hat es eigentlich gut beschrieben. So die Flinkheit, die Behendigkeit, wie man im Trailer sieht, wie sie über Hindernismauern drüber klettern und sonst sich bewegen, hat man in dieser Alpha-Test-Version nicht gespürt. Also es hat sich eigentlich fast genau gleich gesteuert wie die bestehenden Call of Duties, was eigentlich etwas Gutes ist für die Fans, aber vielleicht so ein bisschen die eine oder andere Neuerung vermissen. Im Perk-System und so haben wir nicht lange Zeit gehabt, etwas rumzufigurieren. Und der gesamte Eindruck ist einfach mehr vom Gleichen. Ganz, ganz einfach. Ich meine, wer hat etwas anderes erwartet, aber für jemanden, der jetzt nicht unbedingt so am Hype ist für das Call of Duty Ghosts, das hat jetzt meine Einstellung nicht verändert. Das zu dem, der Activision und auch der Blizzard-Stangen waren relativ gross. Blizzard war dort mit World of Warcraft, hat ein bisschen Musik gemacht, hat das Diablo 3 für Konsolen, das heisst PS3 gezeigt. Und das ist wirklich ganz eine coole Sache. Dort waren so ein 4er-Abteil mit einem Bildschirm und dann haben wir das 4. hoch auf einem Bildschirm ein bisschen zocken. Hat gut funktioniert, die Auflösung hat mich gedacht, das war ein bisschen tief. Aber es ist wirklich ein ganz spassiges Game und das kommt jetzt schon Anfang nächsten Monat raus. Ich freue mich sehr. Und gleichzeitig ist auf der Gamescom auch noch Reaper of Souls, das Add-on, das Erweiterungspaket für das Diablo 3 vorgestellt worden mit einer neuen Klasse, dem Crusader, der Kreuzreiter. Wird auch sehr interessant, macht es den Eindruck. Und Blizzard ist allgemein einfach wirklich eine Firma, die auch ein bisschen zur Community, zu den Leuten schaut. Das hat man gemerkt, das war wirklich cool gewesen. Sind wir weitergegangen, mal Richtung Sony, weil der Screech ja unbedingt die gesehen und sind dort absolut auch nicht enttäuscht worden. Also PS4, vor allem der Controller, ist extrem gut in der Hand gelegen. Man könnte es zwar nicht meinen, wenn man ihn so optisch anschaut, weil die Griffe ein bisschen länger sind, aber ich muss sagen, das Ding ist in der Hand gelegen, als wäre dort reingegossen worden. Wirklich 1A. Spiel haben wir ein paar gezockt, also ein kleines Resogun, wo man so ein bisschen rumballern kann. Das war cool, Knack hat man auch gesehen, hat mich selber jetzt nicht so geflasht, aber jedem das seine. Nein, was ist es, der Division oder das Run-Game oder so? Oder täusche ich mich jetzt? Auf jeden Fall hat Sony auch irgendein Run-Game am Start gesehen, das hat nicht wirklich so einen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich weiss nicht einmal, wie wirklich der Name ist okay gewesen, aber es gibt noch einige andere gute Renngames, da werden sie es schwer haben. Nichtsdestotrotz, PS4 wirklich guten Eindruck gemacht, kommt ja auch schon Ende November raus, bei uns zu Europa, zu Amerika schon Mitte November. Aber die 2 Wochen können wir alle verschmerzen, vor allem es ist extrem schwierig, eine amerikanische PS4 zu bekommen. Und falls jemand eigentlich organisieren wäre ich sofort dabei. Und sonst warte ich auch gerne bis Ende Monat. Von dort aus sind wir dann weitergezogen, mal Richtung Xbox-Stand. Alles sehr grün gewesen, alles sehr uninteressant gewesen, muss ich ganz ehrlich sein, wirklich. Man ist lange angestanden für alles, für die Rise, für irgendwelche Halo-Sachen, für das Forza. Am Schluss haben wir uns nur das Killer Instinct neu angeschaut und das hat mir Spass gemacht, im Screech auch einigermaßen. Und interessant war einfach, dass wir das Download-Game, das gratis ist, ein Charakter ist dann for free und die anderen muss man zahlen. Also so ein typisches Freemium-Game. Und die Charakter sind sehr ähnlich zu den Street Fighter 4 Charakter. Wirklich mit dem Feuerbau, mit den Moves und so, wie man sie auslöst, fast ein bisschen eine Frechheit. Aber das Game hat wirklich einen guten Eindruck gemacht. Das Forza 5 sieht auch gut aus, hat auch mehr vom Gleichen. Und jetzt so grafisch war jetzt nicht gerade ein riesen Sprung sichtbar gewesen. Aber das kommt auch nächstes Jahr.
ja, Microsoft hat es nicht schlecht gemacht, oder? Das Project Spark oder so, wo man selber ein Game bauen kann, es hat interessant ausgesehen, aber ich weiss nicht, alles andere ist eigentlich fast ein bisschen interessanter gewesen. Also Microsoft hat jetzt eigentlich ihre lange Reihe von Fehlern bezüglich Xbox One Kommunikation und Features, Funktionen, haben sie jetzt auch an Gamescom mich nicht unbedingt fesseln. Und das Gute ist, wenn man kein Fanboy ist, tut einem das auch nicht weh, weil ja, dann zieht man sich einfach das rein, was einem gefällt und was man gut findet. Und dann wären wir eigentlich auch schon bei Titanfall. Noch ein kleines Poster haben wir bekommen, wenn wir sie zocken. Und der Screech und ich waren beide wirklich begeistert von diesem Game. Und auch wenn man sich es nicht so vorstellen kann, wie er so ein Mannsgöckel gegen so einen Roboter kämpft, aber sie haben das wirklich gut gemacht. Also Titanfall ist für mich die Überraschung auf der Gamescom 2013, weil es sich so flüssig gespielt hat. So wie das Call of Duty sich eigentlich spielen sollte, würde ich fast sagen, am liebsten. Man kann ein bisschen mit Jetpacks umziehen, man kann durchs Haus durch und dann Roboter ausweichen, dann kann man zum Teil selber mit den Robotern umziehen. Und sie verknüpfen ja so ein bisschen Multiplayer und Singleplayer, das heisst, es hat nicht nur menschengesteuerte Gegner, sondern auch computergesteuerte. Und so haben wir zum Teil auch grosse Angriffe erlebt. Und auch wenn das jetzt alles noch so ein bisschen unklar vielleicht ist, wie es denn genau funktioniert und der eine oder andere eben immer noch seine Zweifel hat wegen der Roboter, vom Spielgefühl her, wie es sich angefühlt hat, wie man es spielen konnte, wie man seinen Charakter bewegen konnte, wie die Level aufgebaut waren, 1A. Wirklich 1A. Titanfall wird für mich der Grund sein, halt eine Xbox One zu ziehen, weil, ja, sonst hat es mir jetzt wirklich nicht so draus getan. Wie ich schon mal gesagt habe, Xbox One exklusive Spiele sind nicht so der Wahnsinn. Aber das Titanfall, das wird es definitiv sein, Anfang nächstes Jahr. Ich freue mich extrem auf das Game. Was auch cool ist der Stand von Ubisoft mit Watch Dogs und was sie sonst noch für Games haben. The Crew haben wir auch gespielt, das ist das Open-World-Rennspiel. Und ja, mir jetzt ganz leicht mühsam gedacht, weil ich nicht genau gewusst habe am Anfang, was kann ich jetzt umfahren und wo fahre ich rein und bleibe erst stehen. Und rein von dem her hat es ein bisschen zur Verwirrung geführt, aber dann zu viert durch so einen Wagen attackieren, verfolgen, ein bisschen durch das Zeug durchfahren, es hat Menschen auf der Straße, Tiere im Wald. Es ist wirklich sehr lebendig und die Idee eben mit dem Rauszoomen, du siehst ganz Amerika und dann kannst du irgendwann rein, könnte schon cool werden. Also die Crew könnte vielleicht noch etwas für die Crown Crew werden, mal ein Renngame, das man zusammen spielen kann und nicht immer nur die Baller-Games. Gute Sache gewesen, wirklich auch die Crew war eine gute Sache gewesen. Am Ende des Mittwochs, ich habe jetzt ein bisschen durcheinander geredet noch, aber am Ende des Mittwochs sind wir dann auch noch so an einem Merchandising-Stand, wo so jenste Figürchen und Zeug und Sachen und hier und dort und Küsse und Anime und wow, hat richtig viel Zeug gehabt. Screech hat schon fast Portal 2 Gun gekauft, wo man aber natürlich leider keine Portal machen kann. Hätte aber überlegt, dass die 200 € vielleicht noch jemand anders auch ein bisschen besser investiert wären. Vielleicht bereut er es noch. Ich sage nicht mehr zu diesem Thema und gehe weiter. Am Schluss sind wir noch ganz kurz beim Retro-Corner vorbei. Und dort hast du halt wirklich so steinalte Konsolen gesehen, die zum Teil noch mit einem richtig alten Röhrenbildschirm gespielt wurden. Und ja, schnell drüber schauen, ein bisschen die Nerds beobachten. Ich bin ja selber auch einer, aber die dann auch noch mit Zeug spielen, die irgendwie 25, 30-jährig ist, die sind auch schon ein bisschen angefressen. Es war aber lustig, muss ich sagen. Und dann halt am Donnerstag war es gesamthaft weniger lustig, weil es so hure viele Leute schon dort waren. Schon am Mittwoch, was ja eigentlich so ein bisschen, ja, man hat ein bisschen mehr gezahlt für den Halbtag. Scheinbar hat nicht jeder so ein Ticket bekommen und gleich hat es schon anders viele Leute gehabt. Am Donnerstag noch mehr, am Freitag noch mehr. Ich bin froh, dass ich heute Morgen nicht dort bin, weil wenn du dann so durch die Menschenmenge musst drücken und zum Beispiel für das Titanfall am Donnerstag hat man schon 4 Stunden angestanden, ist aber schon noch heftig. Darum ist es cool, dass so viele Leute zu dieser Messe gehen, aber das Konzept ist für viele einfach nicht so toll, weil ja, du kannst dein Stühle mitnehmen, ein bisschen auf der Vita oder auf dem 3DS zocken, oder der eine hat sogar sein kleinen Laptop dabei gehabt, auch du hast Swiss. Und ja, so kann man seine Zeit schon vertreiben, aber es ist dann schon happy. Wenn du wirklich so lange warten musst. Noch eine kurze Anekdote, sorry. Wenn du am Mittwoch oben heimkommst, im Internet schaust, siehst du dort und hier jetzt noch etwas, das du möchtest anschauen. Und dort gibt es noch vielleicht eine Präsentation, die du gar nicht gesehen hast, einen Hersteller, den du nicht gesehen hast.
und dann kannst du die Infos im Internet reinziehen und am nächsten Tag gehst du dann halt gerade an die Messe, was logisch ist, aber eigentlich noch ein cooles Erlebnis. Kann man nachvollziehen im Jahr. Also, und genau das habe ich gehabt. Ich habe gesehen, dass Oculus auch durch ist mit der HD-Version vom Rift. Und bin dann relativ früh am Donnerstag dort mal angestoßen. Es waren längere Schlangen, wobei 20 Minuten warten ist nicht so lange wie 4 Stunden, das ist auch klar. Aber für das, dass Oculus eigentlich noch nicht so ultra bekannt ist, leider, hat man gleich auch schon ein Moment gewartet, aber es hat sich gelohnt. Zuerst habe ich so iRacing gespielt, wo ich nicht selber zocken und rumschauen. Und dann am nächsten Tag mit dem Screech dann nochmal, nein, sorry, am Oben war das, genau, haben wir Hawken noch gespielt. Nicht so lange leider, aber leck ist das geil gewesen. Vor allem die, die es schon gesehen haben, Pixel sehen wir jetzt nicht mehr. Also die schwarzen Balken, die momentan mit dem Dev-Kit vom Oculus Rift noch siehst, die sind auch verschwunden. Und das macht einen riesen Unterschied. Also ich freue mich nur noch mehr und es scheisst mich fast ein bisschen an, dass ich die HD-Version noch nicht klauen und mitnehmen. Aber ja, wir warten auf nächstes Jahr und dann passt das schon. Ganz am Schluss möchte ich noch Nintendo erwähnen, der auch eine kleine Stange hatte, wo mehrere lang ist angestanden, wo wir am Schluss nichts gezockt haben. Wo wir realisiert haben, dass wir an Pokémon-Schlangen anstehen, sind wir dann relativ schnell weitergegangen. Ja, es hat viele schräge Vögel gehabt, wirklich viele Cosplayer oder Playerinnen, gewisse leicht bekleidete Damen, obwohl dass wir dort relativ schnell geschnallt haben, dass die alle zum Teil nicht einmal wissen, wo sie sind oder was sie überhaupt jetzt Werbung dafür machen. Hauptsächlich schön ausgesehen. Ich finde so Aktivitäten aber ein bisschen fraglich, aber was willst du? Es gibt genug Typen, die sich von irgendwelchen knapp bekleideten Chicks anlocken, für irgendein Crap-Game zu spielen. Aber jedem was sein, das ist eben schon ein gutes Motto. Jetzt für mich vielleicht noch kurz zusammenfassend, ich weiss, ich habe wieder die ersten Sachen verhängt, darum schreibt es bitte einen Kommentar. Ich kann sicher noch zum einen oder anderen Game oder Hersteller etwas erzählen, wenn ihr spezifische Fragen habt. Für mich ist das Highlight, wie schon erwähnt, ganz klar Titanfall gewesen. Wirklich das Game, wo ich ohne grosse Erwartung hergekommen und voll überzeugt geworden. Voll. Also das kann ich unterschreiben. Ich sage jetzt nicht, dass es der nächste Call of Duty Killer wird, weil es gibt halt gleich noch zu viele Zocker, die Call of Duty spielen. Ich möchte jetzt hier niemanden beim Namen nennen. Und das ist ja auch gerne ein gutes Game. Aber es ist auch langsam wirklich Zeit, mal etwas Neues zu bringen. Das Battlefield 4 haben wir leider nicht gespielt, weil man dort sehr lange ist angestanden, aber so 32 gegen 32 Videos, die man gesehen hat, 1A. Wirklich 1A. Ein weiteres Highlight für mich war der PS4-Controller, weil er wirklich so gut in der Hand ist gelegen. Der Xbox-Controller neu ist ein bisschen strange, weil die Knöpfe, also, was ist es, LB und RB, genau, die oben dran, die waren extrem schwierig zu erreichen und klar gewöhnt man sich an alles. Aber ich muss sagen, PS4-Controller liegt echt gut in der Hand. Xbox One muss ich mich noch daran gewöhnen. Obwohl ich jetzt viel Xbox 360 gespielt habe, es ist schon noch strange. Okay, dann ist auch noch gut gewesen. Zwar, ich glaube, es war schon mit dem Kommen, kommen wir heim, so ein bisschen zu später Stunde, sind noch ein bisschen eins trinken oder zwei. Und dann hat es dort so eine Art Select-Automat in dem Motto, wo wir waren. Komme ich her, lohne ich mal 3 Euro rein, habe noch Lust auf Snickers, auf etwas zu trinken und so weiter. Und dann lohne ich mal Snickers raus, geht das runter, der Geldbetrag bleibt auf 3 Euro. Okay, nice, eins for free, lohne nur ein Snickers raus, um zu schauen, was echt passiert. Dann fallen 2 raus, der Geldbetrag bleibt immer noch auf 3. Und ja, es ist nicht so, dass wir den ganzen Automat plündert haben, aber wir haben, glaube ich, für die 3 Euro schon genug rausgelassen, dass es sich da gelohnt hat. Am nächsten Tag war die Zähne dran, dass der Automat kaputt war. Aber das habe ich wirklich noch nie erlebt. Ein Select-Automat, der mir gratis jedes Produkt rausgelassen hat, habe ich sehr sympathisch gefunden. Sehr sympathisch habe ich aber auch das Diablo 3 für Konsolen gefunden, sowie auch Reaper of Souls, das Erweiterungspaket und das HD Rift, das HD Oculus Rift ist natürlich auch wirklich ein Traum gewesen. Also Jungs, ich wiederhole mich ständig, aber doch wirklich etwas Grossartiges auf uns zu. Vor allem gestern, wenn ich heimgekommen habe, habe ich noch schnell 2-3 Demos ausprobiert und die Leute sind jetzt wirklich daran, faszinierende Sachen zu machen, wo bisher sind ja vielleicht bestehende Konzepte auf das Oculus Rift ummodelliert wurden, konfiguriert wurden, wie auch immer, und jetzt entstehen wirklich Sachen, die explizit für das Rift gemacht sind, häufig nur mit den Hydras. Hammer! Aber ich möchte jetzt nicht mehr lange rumtexten, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Gamescom 2013 war eine tolle Sache, merci noch einmal vom Screech, das war wirklich cool.
Nächstes Jahr werde ich nach Möglichkeit auch wieder dort sein und dann kann man erwarten, dass dann die grafisch doch sehr bombastischen Games rauskommen. Bastarden hat es dieses Jahr noch ein paar gehabt, die eher so ein bisschen crappy waren. Aber was soll's, man hat wirklich jetzt mal gesehen, was abgeht. Man hat den einen oder anderen Gamer getroffen und es ist alles sehr friedlich abgelaufen. Gute Sache gewesen. Macht's gut, schön zusammen.